So, Kinder. Es ist wieder mal Zeit für Age Vampires. Das Video ist ein Mix aus Tutorial, wie man gegen Tower Rush verteidigen. Das mache ich dann im zweiten Teil. Und im ersten Teil schauen wir das Replay von Julie an. In erster Linie zum schauen, was der Julie so falsch macht und warum er immer noch so pfeife ist und wie er das könnte ändern. Also da sehen wir schon mal das erste Problem, Idle Villager, weil das Town Center kein Gather Point hat. Und was ich immer mache ist, wenn ich das Spiel anfange, ist zuerst 2 Dorfbewohner produzieren, dann Häusli, dann Scout schicken und dann als nächstes sofort am Scout einen Hotkey geben und am Town Center einen Hotkey geben. Und wenn man Jeffrey schon hat, den Gather Point auf Schäfli setzen und sonst auf Holz oder sonst irgendetwas. Da glaube ich ein bisschen schneller machen. Ich habe das Replay schon mal geschaut. Und am Julie sein grösstes Problem ist folgendes. Wir haben es eigentlich schon zweimal gesehen, aber wir sehen es vielleicht gerade nochmal. Nope, das Mal hat er Glück gehabt, weil es gedroppt hat. Okay, am Julie sein Hauptproblem in Dark Age ist, das ist übrigens ein bisschen komisch, man könnte eigentlich gerade von Anfang an als Holzfäller bauen, ich weiß nicht, warum man da zuerst das hackt. 1, 2, 3. Am Julie sein Hauptproblem ist, dass er immer ein Idle TC hat zwischen 2 Villagers, oder fast immer. Und die Lösung für das ist, dass man die immer anschauen, das TC immer anschauen, ob es etwas am Machen ist, und die Ressourcen anschauen. Und das sollte immer, wenn es so zwischen 80-90% ist, spätestens dann, sollte man einen neuen Villager queuen. Also jetzt wäre der Zeitpunkt, um da Force droppen und einen neuen Villager queuen. Wenn man das nicht macht, dann ist TC einfach immer ein paar Sekunden idle. Und man könnte jetzt denken, ja, ein paar Sekunden, das ist mega Pro-Level-Stuff, das spielt überhaupt keine Rolle. You're wrong. You're so wrong. Da schon wieder. Ich vermute mal, der Julie tut jedes Mal, wenn es macht, tut er das TC auswählen und einen neuen Villager bauen. Und da übrigens noch das zweite Problem. Aber zuerst wollte ich noch ein bisschen über die Dorfbewohner-Sache reden. Das Problem ist, wenn er jedes Mal den Villager erst anfängt zu bauen, nachdem der letzte fertig war, heisst das, er muss erstens genug Ressourcen haben. Wenn er das nicht hat, muss er nachher Force droppen und verliert nochmal Zeit. Und zweitens ist es einfach so oder so immer ein paar Sekunden idle. Und wenn jetzt TC durchschnittlich 3 Sekunden idle ist zwischen der Produktion von 2 Villager, was beim Julie ungefähr der Fall ist in dem Spiel, dann ist das auf die ganze Dark Age Zeit gesehen ungefähr 15 mal 3 wäre 45 Sekunden. 45 Sekunden TC Idle Time ist gleich viel oder fast gleich viel wie 2 Villagers produzieren. Das heisst, der Julie könnte in der Zeit, wo er das TC Idle hat, nur durch das Kleine, nur durch das nicht Force droppen und rechtzeitig Villager queuen, geht der Julie mit 2 Dorfbewohnern weniger in die Feudalzeit, als eigentlich richtig oder optimal wäre. Und das ist ein riesen Impact. Ich meine, er könnte so gut einfach 2 Dorfbewohner zum Gegner schicken ins TC oder gegen Zoe verlieren oder so. Also 2 Dorfbewohner Unterschied ist einfach mega viel. Und das Problem, das aus dem heraus entsteht, ist, dass wenn er zum Beispiel mit 22 Dorfbewohnern in die Feudalzeit gehen will, dann muss er, bis er die 22 Dorfbewohner hat, 50 Sekunden länger warten, weil er Zeit braucht, um 2 Dorfbewohner mehr zu produzieren.
Das heißt, er ist entweder mit 2 Dorfbewohnern weniger in der Feudalzeit oder er ist eine Minute oder 50 Sekunden später in der Feudalzeit. Und später in der Feudalzeit sein heisst dann schwieriger haben beim Verteidigen, die Rush sind schlecht, also nicht die Rush, sondern die Rushes, also der Flush ist schlechter, weil er einfach viel später kommt, was mega relevant ist auf so einer Map. Die Map ist übrigens Akropolis, also definitiv eine Rush-Map. Man fängt 2 Minuten später wieder an Dorfbewohner zu produzieren. Oder wenn man früher in die Feudalzeit geht, bedeutet es auch, dass man während in die Feudalzeit geht 2 Dorfbewohner weniger hat. In die Feudalzeit geht gut 2 Minuten, 2 Dorfbewohner, das sind über 100 Ressourcen, die er weniger hat. Nur durch das 2 Dorfbewohner weniger haben. Also die 3 Sekunden da dazwischen sind absolut fucking relevant. Das ist ein mega riesen Unterschied und wir vergleichen es dann nachher mit meiner Anzahl Dorfbewohner, wo auch nicht gut ist. Ich finde meine Startschaft nicht, ich habe auch ein Idle TC, aber wir schauen dann so bei 9 Minuten 30 oder so, schauen wir die Diskrepanz kurz an. Ich weiss nicht auswendig, was es ist. Vielleicht ist es auch gar nicht so viel, weil ich auch ein scheiß Spiel habe. Aber der Julie findet seine Ressourcen und es gibt absolut keine Entschuldigung, um das TC regelmäßig anklicken, Force droppen und neue Villager queuen. Und da werden wir es gerade wieder sehen, nehme ich mal an. TC idle 1, 2 Sekunden wieder idle. Jetzt Loom verstehe ich auch nicht. Aber das Game ist vielleicht ein bisschen laggy, wobei die Distanz ist mega kurz, das kann man auch mit Lag. Das ist eigentlich kein Problem. Also, next problem. Das ist ein Fast Castle Build. Das sind 2, 4, 6, okay, ist sogar für Fast Castle ist das eine zu viel. Das Problem an dem Bild ist, weil 5 auf Holz sind, heisst das, Zau kommt später. Zau ist mega wichtig zum schnell Ressourcen sammeln, respektive schnell Nahrung sammeln. Und je schneller man die beiden Sauen holt, desto schneller kann man in die Feudalzeit gehen. Und es gibt natürlich ein zu frühe Sauen holen. Zum Beispiel, wenn man noch zu wenig Holzfäller hat, weil dann kann man irgendwann nicht Gebäude bauen und so. Und man will auch nicht beliebig früh in die Feudalzeit gehen. Optimal ist so mit 21, 22 Dorfbewohnern. Es kommt ein bisschen auf die Strategie und die Map drauf an, es kommt ein bisschen aufs Volk drauf an. Julie ist Slav hat einen kleinen Farming-Bonus, aber sonst nichts wirklich relevant, soviel ich weiss. Also so 22 Pop wäre ideal. Und dann aber unter 11 Minuten. Und für das muss man jetzt auch einfach rechtzeitig holen. Und das bedeutet 3 auf Holz, maximal 4 und ganz sicher nicht 6. Und dann Zau holen und nicht schon auf Beere gehen, sondern zuerst auf Zau schicken. Das will ich mit mir vergleichen. Ich müsste Zau eigentlich schon fast fertig haben. Ja, die ist schon fast fertig. Ich müsste eigentlich schon eine auf die nächste Zau schicken. Oder jetzt dann gerade. Zu Loom vielleicht noch. Wenn man Loom recherchiert, kurz bevor man in die Feudalzeit geht, also um die 9. Minute, anstatt ungefähr Minute 5. Wobei, wenn man es auch nochmal wiederholen, wäre das relativ viel früher, das wäre etwa 4 Minuten. Das ist ein Dorfbewohnerunterschied während 5 Minuten lang. 5 Minuten Dorfbewohner sind etwas über 100 Ressourcen. Das heisst, wenn man Loom erst macht, bevor man in die Feudalzeit geht, statt wenn man Zau holt, hat man 100 Ressourcen mehr, die man dann zur Verfügung hat für den Flush. Also ist durchaus relevant, wenn man Loom nicht muss machen zum Zau holen, was da definitiv nicht der Fall ist. Es ist das 4, es hat wahrscheinlich nicht viel Lag,
Es hat ein Häuschen, wo man noch ein bisschen rundherum laufen kann und es ist kurze Distanz. Bräuchte Lum nicht. Es lohnt sich natürlich nicht, wenn man ein Dorf dafür verliert, aber ich glaube, wo haben wir die zweite Sau? Für die zweite ist es vielleicht safer, wenn man Lum macht. Aber für die erste bräuchte es nicht. So, jetzt haben wir schon mal 3 Probleme, aber das Hauptproblem ist wie gesagt das mit dem Idle TC. Und das ist natürlich auch, die 3 Dorfbewohner sollten nicht da sein, sondern auf der Beere oder auf der Sau, wenn man die Sau eben rechtzeitig holen. Jetzt schauen wir noch den Warlord an, der okay ist. Da definitiv alle wegnehmen. Die da hinten schicken. Ja. Fast perfekt. Mit dem bin ich einverstanden. Das war wieder ein kurzes Idle-TC. Dann bin ich einverstanden, aber das ist falsch. Die müssten definitiv auf die Sau gehen. Man will Schaf nicht verrotten lassen, sondern Schaf ernten. Und dann, wenn das Schaf fertig ist, die auch auf die Sau tun, weil die Sau sammelt viel schneller. Da kann man die beiden Sauen reinholen, die beiden Sauen ernten, in die Feudalzeit klicken und dann einen Teil der Dorfbewohner entweder auf Holz oder auf Gold tun oder auf Felder oder so. Und die anderen könnten noch die restlichen Schäfchen ernten. Aber so aufsplitten ist für eine Flasche nicht ideal. Wenn man Fasskastel oder so, ist das okay, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall besser. Und wir sehen jetzt hier 340 Holz, Minute 7, was will er mit 300 Holz? Das ist absolut unacceptable. Da wieder Idle TC. Auch wenn es nur 2-3 Sekunden sind, es spielt eine Rolle. Es spielt wirklich eine Rolle. Und jetzt wird er Haus, das macht das Problem natürlich nicht besser. Das Timing ist nicht schlecht, er ist ganz ein bisschen zu spät. 5 auf Beere ist während diesem Zeitpunkt zu viel. Die müssten die und da... jetzt weggenommen vom Holz. Immerhin. Er korrigiert seine Fehler. Die müssen auf der Bohr sein. Beere sammelt ultra fucking langsam. Und wir haben gesagt, wir schauen nach 9 Minuten mal Dorfbewohner an. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wie es könnte sein, aber... Jetzt schauen wir mal. 21 Pop, geht fresh. 22 Pop und schon 10% Feudalzeit. 10% Feudalzeit ist etwa 20 Sekunden. 15 Sekunden. Sagen wir 15. 15 plus ein Dorfbewohner bedeutet 40 Sekunden. Nein. Never do math on stream. Doch. 40 Sekunden. Das heisst, der Julie hat 40 Sekunden mehr Idle Time als ich und ich habe Idle Time gehabt, weil ich meine Schafe nicht gefunden habe. Das heisst, am Julie sein Potenzial gegen oben ist recht hoch, allein durch TC nicht idle haben. Und ja, er hat jetzt einen Haufen Holz, aber das ist einfach, weil er die Ressourcen scheiße alloziert hat. Aber er ist definitiv hinten drin. Und es müsste nicht sein. Es müsste wirklich nicht sein. Er hat dann ein Dorf angefangen, obwohl er hätte für die Zeit gehen. It happens, you know. Das ist nochmal ein Problem, wenn man an 3 Orten gleichzeitig Nahrung sammeln. Man muss mega häufig schauen, dass man muss mega aufpassen, dass man keine Idles hat. Was weniger passiert, wenn man nur Zaun verrotten hat. Jetzt müsst ihr aber ehrlicherweise
von der Beere ein paar wegnehmen und ein zweites Holzfällerlager machen. Entweder da, finde ich einen guten Ort, weil es weg ist vom Gegner, und sonst halt da unten. Ich glaube, der Bereich da wird er kontrollieren, auch wegen dem Gold. Und es ist relativ nah bei der Base. Also man kann irgendwie da oder da Speer tun. Und dann den Bereich da verteidigen. Und der Rest von der Base ist nah beim TC. Das ist eigentlich eine super Map. Da wieder Idols. Aber nicht so tragisch. Und man merkt es schnell, das ist sehr gut. Aber jetzt hat er zu wenig Holz. Er hätte schneller müssen vom... 5 Felder. Okay, nochmal das Problem. Aber zuerst schnell nochmal zum Holz. Die sammeln sehr langsam Nahrung. Und er ist noch Sau und Schäfli am Sammeln gewesen. Das heisst, das Beere sammeln ist gar noch nicht so gut, gar noch nicht so wichtig. Er kann nachher einfach die von den Schaf und Sau auf Beere tun, wenn sie fertig sind. Oder zumindest ein Teil davon. Aber nur 4 auf Holz haben ist viel zu wenig. Während in die Feudalzeit gehen, das müsste definitiv mehr sein. Auch wenn man nicht Archers spielt. Wenn man Archers spielt, müssen es, keine Ahnung, 10 oder 12 sein oder so. Aber wenn man nicht Archers spielt, man muss Häuschen bauen, man braucht das Mining Camp, man will sicher ein zweites Gebäude machen, entweder einen Stall oder eine Schmiede. Ich glaube, geht Man at Arms, aber trotzdem. Man braucht Holz. Wenn man kein Holz hat, es ist nicht so schlimm, zu viel Holz zu haben. Holz kann man schnell konvertieren durch Felder oder Mining Camps oder so. Zu wenig Holz haben ist ultra mühsam. Ultra fucking mühsam. Es hängt alles am Holz, basically. Also was ich vorher gesagt habe, während der Dark Age zu viel Holzfäller haben, ist mega schlecht, weil man möglichst schnell 500 Nahrung haben. Ist nur relevant während der Dark Age und nachher hat man lieber 1-2 Holzfäller zu viel als 1-2 zu wenig. Weil zu wenig Holz haben wirkt sich auf die ganze Eco aus. Wenn man zu wenig Gold hat, dann kann man ein bisschen weniger Military produzieren. Not a big deal. Wenn man zu wenig Nahrung hat, dann ist TC vielleicht mal kurz idle. Auch nicht ideal, aber not a big deal. Und man kann schnell ein paar Felder bauen und das Problem beheben. Aber wenn man kein Holz hat, dann ist es nicht so gut. Also, Felder. 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Das sind jetzt die 300 Holz gewesen, die hörig waren. Schwupps, schwuppsiwupp, hast du gesehen? Ja. Das sind sicher zu viel. Auch wenn man Man at Arms spielt. Einerseits hat er noch Beere. Er hat 500 Nahrung da, das heisst, das Felderbau ist gerade nicht eine Priorität. Und es frisst alles Holz auf, und er nicht so viel hat. Was ich würde machen, ist vielleicht so 2, höchstens 3 Felder. Und dann in der Feudalzeit als allererstes die Entwicklung, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Und die Entwicklung machen. Und wenn die unterwegs ist, kann man anfangen Felder bauen. Dann haben die Felder nämlich nachher, ich weiß gar nicht, ich glaube 50% mehr Nahrung. Die Diskrepanz ist riesig vom ersten Melee-Upgrade. Das ist wirklich ein riesen Unterschied. Und er hat durchaus jetzt noch die 30 Sekunden können warten, bis er die Felder anfängt zu ziehen. Es ist so etwas Langfristiges, was einfach auch eine Rolle spielt. Schauen wir, wie es weitergeht. Zack, Villager. Da nichts. Verstehe ich nicht. Da auch nichts. Verstehe ich nicht. Da auch nichts. Verstehe ich nicht. Okay. Der Gag von schnell in die Feudalzeit gehen ist, schnell Eco-Upgrades machen und schnell Militär produzieren. Wenn man nicht Militär produziert, nicht Eco-Upgrades macht, dann muss man auch nicht in die Feudalzeit gehen. Aber ja, ich glaube, es hängt alles damit zusammen, dass er zu wenig Holz hat. Und vielleicht will Archers machen oder einen Stall oder so. Schauen wir schnell, wie es weitergeht. Okay, ja, genau. Stall. Also.
Der Stall ist fertig Schauen wir schnell. Nach 14 Minuten. Der Julie ist mit 22 Pop auf, wenn ich es im Kopf habe. Und jetzt soll er 40 Sekunden früher fertig sein. Und wenn er dann sofort den Stall gemacht hat, dann... Was ist das jetzt gewesen? Etwa 1,5 Minuten, wo er gewartet hat, bis er den Stall gemacht hat. Plus die 40 Sekunden Idle TC Time. Der Stall hätte bei Minute 12 spätestens müssen stehen. Spätestens. Und das alles kommt nur aus kleinen Sachen wie zu viele Felder zu früh seiden. Ja, das ist auch zu spät. Das ist gar nicht am passieren. Falsche Ressourcenallokation. Zuerst zu viel auf Holz und nachher während dem Weg allzeit zu wenig auf Holz. Und TC Idle Time während Villager. All diese Sachen zusammen führen dazu, dass der Julie 2 Dorfbewohner weniger hat, als er sollte haben. Und der Stall 2 Minuten zu spät ist, als er sollte sein. Und das ist ein riesiger Unterschied. Wenn der Julie gegen einen 1800er Spieler spielen, sein Gegner ist zum Glück noch schlechter als er. Julie gegen einen 1800er Spieler spielen, hat er schon Scouts in der Base. Weil der hat nach 11 Minuten 30 den Stall fertig, dann geht es 2 Minuten 13:30, bis er 4 Scouts produziert hat. Halbe Minute zum Übergehen, 14 Minuten. Er hat 4 Scouts plus der Anfangsscout. Er hat 5 Scouts da in der Base. Und er könnte jetzt anfangen, Scouts zu produzieren. Und er hat jetzt schon 2 Dorfbewohner weniger. Nachher ist Julie sein Spiel okay. Julie weiss, wie das Spiel funktioniert. Das sind einfach die kleinen Sachen Dark Age, wo er noch ein bisschen drauf feilen muss. Und ja, ich hoffe, Julie nimmt das zu Herzen, wird ein Pro, klippt ins Foodie, übt die Sachen und dann kommt das Rating irgendwann vielleicht wieder mal über 1600. Ich glaube, wir splitten das Video in 2 und im zweiten Teil schauen wir an, wie ich from beginning gegen einen Tower Rush verteidige. It's going to be fun.